vorne kann man nicht wagen, wenn man nicht weiß, woher man kommt. Wenn man nicht zurückblickt auf die Geschichte Kärntens, versteht man die Ausgangslage und versteht die Wünsche, die für die Zukunft geäußert werden, nicht. Wir sind sehr glücklich, dass wir eine der ausgewiesensten Expertinnen für die Geschichte Ost- und Südosteuropas und des Alpen-Adria-Raums gewinnen konnten, um uns diesen Blick zurück zu ermöglichen auf die Geschichte der Kärntner Sloweninnen und Slowenen 1920 bis 2020. Frau Universitätsprofessorin Doktorin Maria Vakonik wird uns einen Überblick über diese Geschichte geben. Und es ist natürlich eine Herausforderung, in einen kurzen Zeitraum eine Geschichte von 100 Jahren einzubinden. Hvala lepa. Spoštovani častni gospodje, spoštovane dame in gospodje, drage prijateljice in prijatelji, draga družina. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben jetzt die Latte sehr hoch gelegt. Ich hoffe, ich kann sie einhalten. Vor allem aber habe ich mich gefragt, was habe ich jetzt noch zu sagen nach den vielen Vorträgen hier? Vor allem, was die Jugendlichen gesagt haben oder was alle meine Vorredner gesagt haben, auch jetzt speziell Bischof Markets. Und ich möchte einfach sagen, ich bin nicht als Festrednerin hier, als Wohlfühlrednerin, sondern einfach als Historikerin und werde einfach ein paar Sachen aufzählen, die wesentlich waren, wesentlich sind, vielleicht auch für die Zukunft. Und ich bin mir bewusst, dass 100 Jahre ein großer Bogen sind, die einzufangen. Es wird vielleicht nicht alles erwähnt werden, ich werde einiges wohl auslassen müssen, aber ich habe mir natürlich auch einen Fokus ausgewählt und über diesen Fokus ist heute wahnsinnig viel gesprochen worden. Es ist die Sprache, schlicht und einfach. Und jaz bom spregovorila tudi par stavkov v slovenščini, bom malo sem pa tja menjavala. In bi hotela tudi povedati, seveda, da sem otrok te dežele in da dva jezika obvladam. In jaz bi tudi nekaj hotela povedati, da imamo mi tako neizmerno prednost tukaj na Koroškem, da lahko iz enega jezika v drugega switchamo. Wir switchen von einer Sprache in die andere, ohne jeden Interpretationsverlust. Das sage ich deswegen, weil hinten zwei Damen in der Kabine sitzen und ihre Kunst zeigen, die Kunst des Simultandolmetsch. Das war einer der wohl anerkanntesten Berufe im Osmanischen Reich, und zwar hieß er dort Dragoman. Damals gab es keine weiblichen Übersetzer, vielleicht doch verkleidet, weiß ich nicht. Und dieser Beruf war einer der höchst angesehenen Berufe, meistens wahrgenommen von den Griechen, die dort im Ferner gelebt haben. Was ich damit sagen möchte, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich der Sprache oder dem Sprachthema anzunähern. Und ich habe deswegen auch die Sprache herausgehoben, weil sie das Kommunikationswerkzeug schlechthin ist. Sprache verbindet, Sprache trennt. Und das wissen wir in Kärnten nur allzu gut. Deswegen werde ich hier mehr mich mit dem Sprachlichen beschäftigen. Po prvi svetovni vojni in propadu Habsburške monarhije so bile ustanovljene tako imenovane države naslednice ali nacionalne države. Nove meje med nekdanjimi sosedi so, še preden se je začela mirovni kongres v Parizu januarja 1919, precej razburkale duhove in povzročile tudi boje posod tam, kjer je bilo prebivalstvo večjezično. Vsaka država je našla argumente za teritorijalne terjatve, ne glede na etnično ali jezikovno sestavo prebivalstva. Na jugu Avstrije sta se za mejo borili avstrijska zvezna dežela Koroška in na novo ustanovljena kraljevina Jugoslavija ali kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencov. Glede na geografsko izhodišče je šlo za južno ali pa za severno mejo. Zaradi raznolikih bojev se je to vprašanje pojavilo na pariški mirovni konferenci. Ker je Avstrija spadala med poraženke Prve svetovne vojne, se ni smela udeležiti mirovnih pogajanj. Torej je imela jugoslovanska delegacija navidezno prednost pri oblikovanju svojega stališča glede zahtev do dvojezičnega območja na Koroškem.
Dass aber letztlich in Paris Ende Mai 1919 die Entscheidung für eine Volksabstimmung primär auf Grundlage jener Mission gefällt wurde, die der amerikanische General Miles im schneereichen Winter 1919 meistens nur in den Städten und nicht in den Dörfern im heiß umkämpften Grenzraum unternommen hat, ist auch dem Desinteresse des jugoslawischen Delegationsleiters Nikola Pasic zuzuschreiben, der den nunmehrigen slowenischen Staatsrechtler und früheren Minister ohne Portefeuille in der K-Monarchie, Ivan Žolga, bei seinem Vortrag vor den Großmächten in Paris trotz Unterlagen über die sprachliche Situation im besagten Grenzraum, die auf der Auswertung von Kirchenbüchern basierten, die Lambert Ehrlich, ebenfalls Mitglied der jugoslawischen Friedensdelegation, besorgen ließ, sprichwörtlich im Regen ließ. Das heißt, die Geschichte ist nicht so einfach, wie wir meinen. Es war die Miles-Mission. Zwischen September 1919 und Oktober 1920, auch das wird häufig nicht gesagt, war das strittige Gebiet in zwei sogenannte Zonen eingeteilt, und zwar in die Zone A und in die Zone B, und in die jugoslawische und in die österreichische. Der Volksabstimmung am 10. Oktober, jetzt versuche ich mich technisch, da bin ich nicht besonders begabt, aber wir schaffen es vielleicht. Dieses Bild haben wir heute schon einmal gesehen, also diese Abbildung. Also der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 ging eine zweisprachige Propaganda auf beiden Seiten voraus, die nachhaltige Spuren hinterließ. Dass sie in der Zone A letztlich zugunsten Österreichs ausfiel, zeige ich noch einmal die slowenische Propaganda, und dass die Abstimmung dann in der Zone B obsolet machte, war den Stimmen der Kärntner Sloweninnen und Slowenen zu verdanken, die etwa zu 60%, je nachdem, wie wir das statistisch sehen, für den Verbleib bei Österreich votierten. Es war auch das erste Mal, das ist ganz wichtig und schade, dass die Frau Ministerin nicht hier ist, dass Frauen das aktive Wahlrecht in Anspruch nehmen durften. Solche Grenzkämpfe haben in der Geschichte immer wieder stattgefunden und haben dann anschließend die Memoria generiert. Das heißt, der vermeintliche Sieger hat auch die Deutungshoheit über die Geschichtsschreibung für sich in Anspruch genommen. Nach dem 10. Oktober begann in Kärnten aber nicht die Stunde Null, obwohl sich die Kärntner Sloweninnen und Slowenen diese aufgrund des Versprechens der Kärntner Landesversammlung etwa 14 Tage vor dem Urnengang erwartet haben mochten. Ich zitiere: Die Landesversammlung erklärt, dass sie den slowenischen Landsleuten ihre sprachliche und nationale Eigenart jetzt und allezeit wahren will und dass sie deren geistigen und wirtschaftlichem Aufblühen dieselbe Fürsorge angedeihen lassen wird wie den deutschen Bewohnern des Landes. Eine genaue Bearbeitung dieser Grundsätze wird nach durchgeführter Wiedervereinigung mit den Kärntner Slowenen vereinbart werden. Die lebten ja in der Zone A. Dieses feierliche Versprechen schützt alle Kärntner Slowenen. Daher stimmt am 10. Oktober für ein ungeteiltes und freies Kärnten. Nach der Volksabstimmung bekamen insbesondere die unterlegenen Befürworterinnen und Befürworter eines südslawischen Anschlusses die Macht sowie die Gewalt der Sieger zu spüren, nach dem Motto: Bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Bereits am 25. November 1920, also gut einen Monat nach der Volksabstimmung, stellte Landesverweser Arthur Lemisch Folgendes fest: Nur ein Menschenalter haben wir Zeit, diese Verführten zum Kärntnertum, was immer das auch heißen sollte, zurückzuführen. Diese Parole setzte wohl den Auftakt zur Entfernung zweisprachiger Ortstafeln, zur Entlassung von Arbeitern und Angestellten sowie zur Verfolgung und Flucht von Priestern und Lehrerinnen und Lehrern nach Jugoslawien. Jener Klerus, der trotz seiner jugoslawienfreundlichen Einstellung blieb, wurde gedemütigt, genötigt, aus dem Hinterhalt überfallen und vor den Augen seiner Gläubigen verhaftet. Das war nichts Neues und hatte systemische Kontinuität. Schließlich gab es diese Übergriffe, Plünderungen und Schändungen von kirchlichen Städten mindestens seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Neu war, dass man sich beim Verbleib deklarieren musste, neu war, dass man quasi unter ständiger und doppelter Beobachtung stand, der Landesbehörden und der deutschnationalen Verbände. Bei den Priestern kam noch eine weitere Institution dazu, nämlich das Gurka-Ordinariat. Wiewohl dieses auch seine Priester zu verteidigen wusste, wenn es zu bunt wurde. Čeprav je velik del
Pičle, inteligenca zapusti Koroško ali jo mora zapustiti, so preostali znova aktivirali slovensko klubsko in kulturno življenje. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter, aber das sieht man, das ist die Volksabstimmung. Se zlastno strankarsko listo Koroška slovenska stranka potegovali za Koroški deželni zbor in imeli vse skozi od 1921 do 1934 dva mandata. Omenim samo poslance Vinka Poljanca, Franca Petka ali pa Janeza Starca. Skušali so koroškim Slovencem omogočiti in nuditi čim boljše možnosti za šolanje in izobrazbo, tukaj mislim na Šentpeter ali pa na Šentrupert. Prizadevali so se za reformo utakvističnega šolskega sistema in za ukinitev protislovenske propagande v kmetijski šoli. Trudili so tudi za znatno izboljšanje socialno-gospodarskega položaja. Brez teh prizadevanj, ki so zahtevala veliko prepričanja in vztrajnosti, koroški Slovenci kot etnična in jezikovna skupnost ne bi bili prišli v drugo Avstrijsko republiko. Die Volkszählungsergebnisse der Jahre, so ein bisschen weiter, entschuldigen Sie, so, das sind jetzt die Volkszählungsergebnisse. Der Jahre 1923, 1934 und auch 1939 belegen den zweifelhaften Erfolg der minderheitenfeindlichen Landespolitik. Zumal sich die Zahl der Slowenen und Sloweninnen nahezu halbiert, also 1923, beziehungsweise gedrittelt 1934 oder 1939. Im Gegensatz zur letzten Volkszählung in der Monarchie im Jahr 1910, Sie können die Zahlen hier anschauen, dann sehen Sie einmal so, wie so etwas ausschaut. Die Zahlen überzeugen die Menschen wesentlich mehr als alles andere. Der dramatische Rückgang der slowenisch Sprechenden lag nicht nur an der Fragenkategorie. Im Jahr 1923 fragte man nach der Denksprache, im Jahr 1934 nach dem Kulturkreis, dem man sich zugehörig fühlt, 1939 das erste und einzige Mal der Muttersprache in der Monarchie und heute wird nach der Umgangssprache gefragt. Aber das lag manchmal auch an Zählprotokollanten, der die Bögen ausgefüllt hat. Es lag aber vorwiegend an den sozioökonomischen Bedingungen, dem persönlichen und beruflichen Umfeld, der Tätigkeit von deutschnationalen Vereinen, der repressiven Landespolitik, der im vorauseilenden Gehorsam auch die Kirchenleitung folgte. Sichtbar an den Namensänderungen in den Matrikeln und den entsprechenden Landesregierungsentscheiden. Ich kann das derzeit sehr gut belegen, und zwar ein Studierender von mir hat derzeit eine Dissertation abgeschlossen, hat sich damit beschäftigt und diese Dissertation wird demnächst im Hermagoras Verlag erscheinen und legt Schreckliches eigentlich vor, also wie man hier einem, so wie es der Bischof heute gesagt hat, einer Homogenisierung oder Auslöschung wirklich, wie man hier zusammengearbeitet hat und wirklich die Kirchenleitung auch mit, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es war halt das so und die Landesregierung hat dann ihre Bescheide ausgestellt. Das finden können Sie dann alles in den Kirchenbüchern, weil der Priester war bis zum Jahr 1939, bis zu den Nazis, Standesbeamter, Meldebehörde und so weiter und so fort. Es lag aber natürlich auch an der hegemonialen Kreation einer neuen Ethnie, den Windischen, die trotz wissenschaftlicher Ablehnung bis heute als Kategorie, ich nenne sie in-between, existieren und die ungebrochene Divide et Impera-Politik des Landes Kärnten von den 1920er Jahren bis in die jüngere Zeit belegen. Die jüngste Zeit hat sich etwas verändert, Gott sei Dank. Koroške Slovenke in Slovenci so v prvi republiki kljubovali ali se vsaj skušali soočiti z izredno neugodnimi okoliščinami. Povezava med koroškimi in jugoslovanskimi Slovenci pogosto ni bila dana in če so bili ti odnosi polni pridržkov, saj je tudi onkraj državne meje, ne samo na Koroškem, bilo treba zagovarjati in utemeljevati glasovanje ter rezultat plebiscita. Po plebiscitu se je začel proces politične diferenciacije in razpada politične orientacije v dva tabora, v konservativni in v liberalni. Der Zweite Weltkrieg schließlich bedeutete eine große Zäsur. Auf der einen Seite die Aussiedlung von fast 1000 Kärntner Sloweninnen und Slowenen im April 1942, die den Auftakt für die schon vor dem Krieg beschlossene ethnische Säuberung bilden sollte,
und die zunehmende Mobilisierung durch die Wehrmacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatten wir die Partisanentätigkeit und das sich entziehen dem Kriegswahnsinn durch Desertion. Die als Folge der Deportation seit etwa Mitte des Jahres 1942 auch im Südosten Kärntens operierenden Widerstandseinheiten der Partisanen hatten einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der berühmten Erklärung in der Moskauer Deklaration von 1943. Nämlich, ich zitiere, dass das nicht existente Österreich wieder errichtet werden soll, mit Bedacht darauf, wie viel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen haben wird. Zitat Ende. Dieser Deklaration verdankte Österreich nach 1945, weil es ja erstmalig irgendwo wieder als Österreich genannt wurde, seine Wiederherstellung. 1955 war die Deklaration auch das Fundament des österreichischen Staatsvertrags, in welchem bis heute gültige, verbriefte und nicht ganz vollständig eingelöste Minderheitenrechte enthalten sind. Auch nach 1945 schlug nicht die Stunde Null für die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Trotz der erwähnten Aussiedlung und der versuchten ethnischen Säuberung, trotz Verfolgungen, Inhaftierungen in KZs, Gestapo-Gefängnissen, trotz Hinrichtungen, Stichwort Trinajsevski Žrtvo, Alipa, Massaker pri Peršmanovich und sonstigen Repressalien, trotz der Widerstandstätigkeit. In der ersten Sitzung der provisorischen Landesregierung am 7. Mai 1945, die die Deportation widerrufen und Schadensgutmachung angekündigt hat, fand sich am Regierungstisch der Christlich-Sozialen, der Sozialdemokraten, Vertretern des Landbundes und eines Parteilosen kein Platz für einen slowenischen Politiker. Dafür wurden am 8. Mai, also einen Tag später, 1945, eben 2 Kommunisten dazu eingeladen. Die Sloweninnen und Slowenen standen dieser kurzlebigen Regierung bis 6. Juni sehr skeptisch gegenüber. Wohl auch, weil sie auf die jugoslawische Armee setzten, deren Verbände am 8. Mai kurz nach der britischen Besatzungsarmee in der Landeshauptstadt Klagenfurt eingetroffen sind. Die unterschiedlichen Gebietsforderungen der jugoslawischen Befehlshaber standen im diametralen Gegensatz zum Auftrag der provisorischen Regierung, Kärnten frei und ungeteilt zu halten. Diesen territorialen Ansprüchen konnten die Briten auch eingedenk der Erfahrungen von 1919, 1920 und einer Erkundungsmission während des Krieges wenig abgewinnen und auch die UdSSR nicht, so dass die jugoslawische Besatzungsarmee ihre Stellung am 19. Mai räumen musste, und zwar bis hinter die Grenzen von 1937. Das anschließende mehrjährige diplomatische Geplänkel zwischen Wien und Belgrad kostete der slowenischen Volksgruppe, wie es Theodor Dome so treffend formuliert hat, ich zitiere, viel an politischer und in der Folge auch an sprachlicher Substanz. Zitat Ende. Man kann aber die folgenden Nachkriegsjahre bis 1949 auch als entscheidend und zukunftsgestaltend für die Grenzfrage, das politische Klima im Land Kärnten und auch für die slowenische Volksgruppe bezeichnen. Mit der Pariser Friedenskonferenz 1949 wurden die Grenzen Österreichs in ihrem Umfang vom 1. Jänner 1938 bestätigt und damit ein Schlussstrich unter die jugoslawischen Gebietsforderungen gezogen. Denken Sie darüber nach, wenn es nicht zum Bruch zwischen Tito und Stalin 1948 gekommen wäre, weil der war entscheidend. In diesen 4 Jahren hatte sich die minderheitenfeindliche Situation im Land selbst verstärkt, obwohl oder weil es Joschko Tischler, der aus der Verbannung zurückgekehrt war, gelungen ist, als Mitglied der 2. provisorischen Landesregierung, wahrscheinlich auf Betreiben der Briten ist er hineingekommen, Außerordentliches durchzusetzen. Mit Pragmatismus und viel diplomatischem Geschick entkoppelte Tischler die virulente Grenzfrage von der Schuldiskussion, wodurch die Verordnung über das zweisprachige Schulwesen im Oktober 1945 mit den Stimmen aller im Landtag vertretenen Parteien möglich wurde. Das heißt, im zweisprachig definierten Gebiet wurde der zweisprachige Unterricht obligatorisch. Tischler setzte sich auch innerhalb der Kärntner slowenischen Politik durch und wurde Vorsitzender der OF, also der Osvobodilna Fronta oder der Befreiungsfront, in der eben ab der Dolomitenerklärung am 28. Februar 1943 die KPS, also die Kommunistische Partei Sloweniens, das Sagen hatte.
Die im November 1945 anberaumten ersten Landtagswahlen gestalteten sich im Vorfeld schwierig für die Slowenen und Sloweninnen, sowohl weltanschaulich als auch personell, so dass Tischler von seinen beiden Funktionen zurücktreten musste. Die Chance bei den Wahlen mit einer eigenen Partei, nämlich in Wien der Ersten Republik, anzutreten, wurde vergeben und stattdessen angeordnet, Wahlenthaltung zu üben, und auch Wahlempfehlungen für andere Parteien wurden abgegeben. Die slowenischen Stimmen verteilten sich somit auf die anderen Parteien und legten das Fundament für das zukünftige Wahlverhalten. Damit war es dann vorbei mit der slowenischen politischen Partizipation im Land Kärnten. Die Hürden für den Einzug einer slowenischen Partei in den Kärntner Landtag blieben bis heute unüberwindlich. Vielleicht denkt man einmal über die Hürde nach, dass man sich senkt. Med letoma 1945 in 1949 se je končal proces politične diferenciacije, ki se je začel v prvi republiki. Koroški Slovenci so z ustanovitvijo svojih vrhovnih organizacij NSKS-a leta 1949 in ZSO-ja leta 1955 postali politično in ideološko bolj pluralni. Ta pluralizem, retrospektivno gledano, ni bil najbolj ugoden za številčno, kar precej zmanjšano narodno skupnost, kjer jo je ločil in ji jemal moč in energijo za skupne cilje, za skupno sodelovanje ter za skupne javne nastope v prid narodni skupnosti, deloma do danes. Od leta 2003 naprej obstaja tretja organizacija, Skupnost koroških Slovenk in Slovencev. Trotz der aufreibenden inneren politischen Zweiteilung, also nach dem Krieg, und der antislowenischen Stimmung, gelang nach 1945 der allmähliche Wiederaufbau von kulturellen, wirtschaftlichen und bildungsrelevanten Strukturen. Zu den Sternstunden gehörten die nur 14 Jahre gültige Verordnung für das zweisprachige Schulwesen 1945, die Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrags am 15. Mai 1955 mit seinem Artikel 7 und die Errichtung des slowenischen Gymnasiums 1957. Die garantierten Minderheitenrechte vom Schulwesen über die Verwendung der slowenischen Sprache vor Ämtern bis zu den topografischen Aufschriften und die zu Recht vermutete gymnasiale Kaderschmiede der Kärntner slowenischen Intelligenz stießen auf beträchtlichen politischen Widerstand der deutschnationalen Verbände und Kreise. Diese schafften es 1958/59 gemeinsam mit der Kärntner Landesregierung, mit einem zweisprachigen Landeshauptmann bitte, die Schulverordnung von 1945 zu kippen und den Unterricht im zweisprachigen Gebiet vom verpflichtenden Unterrichtsprinzip zum elterlichen Bekenntnis- und Anmeldeprinzip umzugestalten. Auf diesem Status quo sind wir bis heute geblieben. Ein wesentliches Movens für die Abschaffung des verpflichtenden zweisprachigen Unterrichts und die Einführung des elterlichen Anmeldeprinzips war, oder elternrechtlichen, sage ich jetzt einmal so, war die deutsch-kärntnerische Hoffnung, das slowenische Gymnasium auszuhungern, damit es nicht genügend Gymnasiasten und Gymnasiastinnen hätte. Auch die Infrastruktur im Land Kärnten folgte dieser kruden Logik. Für die Ursachenforschung und Analyse sind nicht die alten bestehenden Bahn- und Buslinien interessant und aussagekräftig, sondern diejenigen, die eingestellt oder trotz Planung gar nicht ausgebaut wurden oder nur zu bestimmten Zeiten frequentiert wurden, etwa in den Sommermonaten. Damit will ich Folgendes sagen. Der Weg von der zweisprachigen Gemeinden ins Klagenfurter Gymnasium zum jahrelangen Nachmittagsunterricht war infrastrukturell alles andere als einfach. Die meisten Schülerinnen und Schüler mussten ins Internat. Das wiederum bedeutete große finanzielle Entbehrungen für die Familien. Erst mit der Sozialgesetzgebung der 1970er Jahre, die das Beihilfenwesen erweiterte, entspannte sich die Lage etwas. Trotz dieser Hürden, die im elementaren Schulwesen auch einen einseitigen, also diskriminierenden ethnischen Bekenntniszwang erforderlich machten und machen, hat sich der zweisprachige Unterricht an den Volksschulen, ferner an den Sekundarschulen wie dem slowenischen Gymnasium, der zweisprachigen Handelsakademie und der privaten höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in St. Peter-Langewörther als Beschleuniger der sozioökonomischen Transformation der Kärntner Sloweninnen und Slowenen in der Zweiten Republik erwiesen. Aus einer überwiegend
verarmten, durchschnittlich gebildeten bäuerlichen Bevölkerung wurde innerhalb von 2 Jahrzehnten eine in allen Berufssparten vertretene, überdurchschnittlich gut gebildete Volksgruppe und ist es bis heute geblieben. Wir brauchen keine Vergleiche scheuen, wenn wir das auf die Bevölkerung umrechnen würden, wo die Akademikerrate hoch ist. Die Ausbildung in 2 Sprachen von Anfang an war kein Hindernis, sondern eine erfolgsversprechende und horizonterweiternde Zusatzqualifikation, die nach dem Studium oder anderen postsekundaren Ausbildungen verschiedene, auch internationale Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnete. Meistens allerdings außerhalb Kärntens, wo es keine adäquaten Posten gab oder nicht geben sollte. Und meistens dort, wo die bekannte slowenische Herkunft nicht als Hindernis galt und noch immer gilt. Obwohl sich viele studierte Rückkehrerinnen und Rückkehrer neben ihrem Beruf auch in verschiedenen kulturellen Vereinen und politisch für die Volksgruppe engagierten und noch immer engagieren, ich muss das immer dazusetzen, setzten 2 Phänomene in den sehr bewegten 1970er Jahren, Stichwort Ortstafelsturm, der Volksgruppe erheblich zu. Die fortschreitende Assimilation, die viele Ursachen hat, und der Brain Drain. Die intellektuelle und wirtschaftliche Diaspora nützte zwar der Bewusstmachung der Kärntner Minderheitenpolitik im übrigen Österreich und im Ausland, vor allem als das zweisprachige Schulwesen auf der Primarstufe wegen der nachhaltigen Hetze des Kärntner Heimatdienstes in den 1970er und 1980er Jahren in eine schwierige Situation geriet. Aber sie verhinderte eben wegen mangelnder adäquater Posten die Rückkehr nach Hause und trug zu den Volkszählungsergebnissen bei, so wie sie sind. Als Beispiel darf die Volkszählung besonderer Art von 1976 angeführt werden, bei der sehr viele Sloweninnen und Slowenen außerhalb ihres Siedlungsgebietes gezählt wurden. Ob der Verfassungsgerichtshof ohne diese Informationspolitik und öffentliche Bewusstmachung im Jahr 1989 seine Entscheidung für die öffentliche zweisprachige Volksschule in Klagenfurt so klar hätte fällen können, bleibt der zukünftigen Forschung vorbehalten, so wie vieles. Tatsache ist, dass sich die Kärntner Sloweninnen und Slowenen und andere autochthone Volksgruppen die im Staatsvertrag verbrieften Rechte immer wieder durch Verfassungsgerichtshofe Entscheide erzwingen mussten. Letztlich ging es immer um die Sprache und deren Stellenwert. Interessant liest sich in diesem Zusammenhang der slowenische Volksgruppenbericht an den Landtag, der ist ziemlich aktuell aus dem Jahr 2018, der auch ein zweisprachiges Vorwort des Landeshauptmanns Peter Kaiser enthält, in dem dieser betont, ich zitiere, dass die slowenische Volksgruppe erstmals explizit in der Landesverfassung, Zitat Ende, erwähnt wird und dass das Land Kärnten in den letzten Jahren, zitiere wieder, beachtliche Schritte zur Verbesserung der Lage der slowenischen Volksgruppen in Kärnten gesetzt hat. Zitat Ende. Wie die slowenische Volksgruppe hineingekommen ist und was sich davor abgespielt hat, darauf werde ich noch kommen, das sollte im 21. Jahrhundert zu den verwunderlichsten Requisiten der Geschichte erzählen. Ich komme nun zu meinen abschließenden Bemerkungen oder ich komme zum Rückblick mit Chance für einen Ausblick in die Zukunft, weil ohne dem geht es nicht. Wenn man sich als Historikerin mit der Longue Durée beschäftigt, also mit einer langen Dauer von Ereignissen, dann fragt man sich manchmal, wie es möglich war und ist, dass Menschen trotz überliefertem Wissen um die Gefahr ihrer exponierten Lebensbereiche diese nicht verlassen, sondern eben dort wieder neu aufgebaut haben und es immer wieder tun. Eine mögliche Antwort wäre, dass sie es wegen der Alternativlosigkeit gar nicht probiert haben, wegzugehen. Eine andere könnte aber auch heißen, dass sie traditionell leidfähig geworden sind. Da können Sie sich jetzt denken, was Sie wollen. Aus der Longue Durée der Geschichte stellt sich auch die Frage, warum sich nach 1918 oder warum man nach 1918 so sehr um eine geografische Landeseinheit bemüht war, wenn man einen Teil der Bevölkerung wegen seiner anderen Sprache nicht als vollwertig betrachtet hat. Ging es hier bloß um den Besitz von Land und Herrschaft im feudalen oder gar kolonialen Sinn? Oder waren, wie 1920 von Landesverweser Arthur Lemisch postuliert, nur ein Menschenalter haben wir Zeit, diese Verführten zum Kärntnertum zurückzuführen?
die ethnische Homogenisierung bereits systemimmanenter Teil dieser kärntnerischen Herrschaftsideologie. Mit Fragezeichen dahinter. Ich bin noch nicht am Ende, ich komme bald. Tisti, ki so se leta 1920 opredelili ali za Avstrijo ali za Jugoslavijo, niso glasovali zgolj iz nacionalnih razlogov. Zelo priljubljena in skoraj izključna osredotočenost na nacionalno komponento, katero tvori na Koroškem predvsem jezik, zasenči pogled na druge razloge, kot na socialne, ekonomske, sistemske ali pa na izkušnje. In služi hegemonski sliki zgodovine, ki je ustvarila dva razreda deželanov, svobodne in nerazdeljene Koroške. S pomočjo jezika je bil drugi razred spet razdeljen na dve skupine, na slabe, ker narodno zavestne, in na dobre, ker nemštvu prijazne. Te razmere so desetletja obremenjevale sožitje v deželi, sami med segregirami deželjani drugega razreda in seveda tudi na mednarodni ravni. 100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung drängen sich somit Fragen, aber auch Feststellungen auf, die man so nicht erwartet hätte oder die man gar nicht gerne hört oder die eigentlich nur Historikerinnen und Historiker aussprechen können. Hinweisen möchte ich dabei eben jetzt auf ein paar bedenkenswerte Sachverhalte, die vielleicht zum Nachdenken anregen. In Anbetracht der Atomisierung von slowenisch sprechenden Kärntnerinnen und Kärntnern ist man geneigt und analysierend festzustellen, dass der abstrakte Nationalstaat in einem seiner wesentlichsten Bestrebungen innerhalb von 100 Jahren grosso modo dass er sich durchgesetzt und sein Ziel erreicht hat, und zwar das der ethnischen sprachlichen Homogenisierung. Denn dieser Staat kommt seiner staatsvertraglichen Verpflichtung nicht vollumfänglich nach und er trägt nicht Sorge dafür, dass an jenen Universitäten, an welchen Slowenisch als Fach angeboten wird, dies auch in Zukunft vom Bachelor bis zum Doktor möglich sein wird. Ganz besonders betroffen macht, wenn dieses Fach an jenem Universitätsstandort im Masterstudium bedroht ist, an dem der Unterricht in slowenischer Sprache für die Sekundarstufe angeboten wird. Weiters macht es nachdenklich, dass das Fach Slowenisch dort sein Promotionsrecht eingebüßt hat, wo es seinen institutionalisierten Ausgang als Lehrfach genommen hat. Gemeint sind als erstes die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und die Universität Wien. Konzentriert angeboten werden soll Slowenisch angeblich nur mehr an der Karl-Franzens-Universität Graz, vom Bachelor bis zum Doktor. Als Argumente für diese marginalisierende Zusammenführung oder Neudeutsch Schwerpunktuniversität, das ist ganz modern derzeit, werden vorwiegend die geringen Abschlusszahlen angeführt. Wenn man dieser Drift der Marginalisierung und Zahlenspielerei nicht wird beikommen können, dann wird es in 2 Generationen, heute hat jemand von einer Generation gesprochen, ich spreche von 2, keine an der Universität mehr ausgebildeten Slowenisch-Lehrerinnen und Lehrer geben, die später vor allem in der Sekundarstufe zum Einsatz kommen, an der auch Lehrerinnen und Lehrer für die Primarstufe ausgebildet werden. Slowenisch ist 100 Jahre nach der Volksabstimmung zu einem Orchideenfach verkommen, obwohl es in Kärnten auf der Primarstufe steigende Anmeldezahlen gibt. Wer soll den Kindern und Jugendlichen Unterricht in ihrer Muttersprache bzw. bei Interesse in der Zweitsprache erteilen? Diese interessierten Sprecherinnen und Sprecher sind als Zukunftshoffnung für den Erhalt der slowenischen Sprache in Kärnten zu betrachten und deswegen bestmöglich auszubilden. Die Sprache muss attraktiv gemacht werden. Auch Englisch beispielsweise wird mehrheitlich von Nicht-Native-Speakern gesprochen. Das hat der isolierten, insulären Sprache im 15. Jahrhundert möglicherweise den Erhalt gerettet. Man muss nicht gleich Seefahrer werden, nicht kolonial denken oder imperial werden. 100 Jahre nach der Volksabstimmung und 100 Jahre nach der Zugehörigkeit des freien und ungeteilten Kärntens zur Republik Österreich sind die Kärntner Sloweninnen und Slowenen und andere autochthone und nicht autochthone Volksgruppen im sogenannten Integrationsministerium angekommen. Dabei stellt sich doch die Frage,
warum die österreichischen Volksgruppenangehörigen dort integriert werden sollen, wo sie geboren sind, wo sie zur Schule oder Arbeit gehen und wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben. Ist es wegen ihrer nicht-deutschen Muttersprache? 97 Jahre nach der Volksabstimmung wurde den Kärntner Sloweninnen und Slowenen, wie bereits erwähnt, nach einem unwürdigen Spektakel der Eintrag in die Landesverfassung gewährt und der progressive, vom damaligen Koalitionspartner selbst eingebrachte Vorschlag von Slowenisch als zweiter Landessprache wieder zurückgezogen. Dass Slowenisch als zweite Landessprache Kärntens bis in die höchsten Spitzen der Landes- und Bundespolitik anerkannt war, beweist ein Brief des Landesschulinspektors von Kärnten, Franz Arnold, an das Bundesministerium für Unterricht vom 13. Februar 1959. Im denkwürdigen Jahr der Abschaffung des obligatorischen zweisprachigen Unterrichts meinte er zum Reifeprüfungswahlfach Slowenisch Folgendes, ich zitiere: Da es sich bei Slowenisch um die zweite Landessprache und bei der Schülerin um die Muttersprache handelt, befürwortet der Landesschulrat das Ansinnen. Das Ansuchen. Zitat Ende. Und abschließend noch so viel. Wir tagen hier in einem Gebäude der Mohorjewa, die als Institution dem hier verehrten, heute schon genannten Bischof Anton Martin Slomšek ein großes Anliegen war. Der Bischof von Lavand, Maribor, war ein großer Verfechter des muttersprachlichen Unterrichts. Seine Anregungen und Schriften haben wesentlich zur sprachvermittelnden Rolle der slowenischen Priesterschaft, vor allem nach der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beigetragen und den slowenischen Priestern auch dann alle möglichen Unterstellungen eingebracht. Der slowenische Klerus war es auch, der gemeinsam mit seinen Pfarrkindern im zunehmend antikirchlichen Klima Kärntens ab 1870, ich nenne hier nur die Los von Rom-Bewegung, eine wesentliche Stütze des Gurka-Ordinariats war. Lange hat es gebraucht, bis Kärnten in Jože Markec wieder einen Bischof bekommen hat, der in beiden Sprachen, das hat er heute ganz genau vorgelegt, selbstverständlich und simultan synchron kommuniziert und auf hoher Ebene beiden Landessprachen denselben Stellenwert zuweist. Hvala za vašu pozornost. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.